Was machen diese Ice Creatures in meiner Lava-Welt? Keine Ahnung. Chillen? Naja, die haben sich ein bisschen beschwert und wollten halt ein paar Prügel kassieren. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Eldrador Creatures Shadowfall. Ein rundenbasiertes Taktik-RPG, Gedönse, Dingens, basierend auf der Schleichlizenz von den hübschen kleinen Monsterchen. Und dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier viel labern, gehen wir erstmal ins Spiel. Dann kriegt man ein bisschen mit, was los ist. Und da versuche ich meine Klappe zu halten. Mal gucken, ob es funktioniert. Gehen wir mal auf neues Spiel. Wir nehmen normal, weil ich auch relativ normal bin. Und jetzt versuche ich meine Klappe. Willkommen in Eldrador. Eldrador ist unterteilt in 4 rivalisierende Welten, die im ständigen Kampf miteinander stehen. Die unverwüstliche Steinwelt, Heimat der Steincreatures und angeführt vom mächtigen Steindrachen. Die kalte und unwirkliche Eiswelt, die vom würdevollen Eisdrachen mit eisiger Kralle beherrscht wird. Die von Pflanzen überwucherte Dschungelwelt, in der der Dschungeldrache über alle Dschungelcreatures wacht. Und zu guter Letzt die Lawawelt, in welcher der unbezwingbare Lavadrache der unangefochtene Boss ist. Unsere Geschichte beginnt genau dort, in der Lawawelt, in der... Moment. Rieche ich da etwa Rauch? Okay. Oh, ich muss ja gar nicht mitreden. Das ist ja mal ein sehr praktisches Spiel, wo ich mal endlich die Klappe halten kann. Das wird euch wahrscheinlich noch mehr freuen als mich. Ah, so ein richtig dampfiges Lavabad ist genau das Richtige nach einem zünftigen Kampf. Boah. Hey, Lavabirne! Hast du eine Ahnung, wie viele Eisberge du mit deinem stinkenden Bad in meine Eiswelt zum Schmelzen bringst? Ey, sag mal, was macht denn ein Schneewolf in der Lawawelt? Das ist generell eine dumme Idee. Und dann macht er mich auch noch so von der Seite an. Das geht ja gar nicht klar. Oh, hast du dich verlaufen, Schneewolf? Wenn du ein Problem mit meinem Lavabad hast, dann regeln wir das doch einfach mit den Pfosten. Die guten alten Schläge. Du hast wohl zu heiß gebadet. Aber deine Einladung nehme ich gern an. Na dann. Okay, wir sind im Tutorial. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um. Aha, ich kann hier einen Cursor bewegen. Es ist alles... Das Spielfeld ist mit Rechtecken. Da ist ein Quietsche-Entchen. Aha, unten rechts kriege ich angezeigt hier, was derjenige Boden, was der da für einen Unterschied macht. Ja, blockiert die Bewegung von Projektilen, Lava. Creatures auf diesem Feld nehmen immer kritischen Schaden und werden am Ende ihrer Runde in Brand gesetzt. Aha. Dann gucken wir uns mal den hier an. Ein Lavafluss. Moment, nicht das? Achso, nee. Ich kann mir den nicht angucken. Schade eigentlich, oder? Naja, ich mache jetzt mal, was das Spiel sagt. Wird man bestimmt noch erklärt kriegen. Also, unsere Mission: gibt dem Schneewolf ordentlich eins auf die Schnauze. Nun gut. So weit, so gut. Wir sehen unseren Bewegungsradius. Also bis hierhin könnte ich latschen. Wir gehen aber bis hierhin. So, sehr schön. Gegner ist an der Reihe. Ein Gegner haut mich. Finde ich nicht gut. Okay, dann wähle ich mal meinen Lavadämon aus. Wähle diese Fähigkeit. Wähle diesen Gegner. Und gebe ihm ordentlich eins auf die Schnauze. Bamski. Junge, das hat ihn bis nach hinten geballert. So muss das sein. Autsch, genau auf die Schnauze. Ja, genau, auf die Schnauze, sag ich doch. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach dasselbe wie eben nochmal. Den kann ich hauen. Wen kann ich hauen? Na, den da. Bam. Das war dir hoffentlich eine Lehre, nicht mit dem Feuer zu spielen, du Bettvorleger. Genau. Aua! Heiß! Heiß! Okay, du hast gewonnen. Ich ziehe mich zurück. Dieses Mal. Ey, Junge, du bist hier in der Lava-Welt. Du hast dich hier für immer zurückzuziehen. Jetzt könnte ich gleich noch ein Bad gebrauchen. Ey, Mann, sind wir gut oder sind wir gut, hä? Großartiger Sieg. Aha. Hast du nicht Feuer in
den Fäusten! Anständig Feuer in den Fäusten. Gleich mal ein Level abgekriegt. 10% mehr Leben, das hat man gern. MVP, Most Valued Player. Ja, Wahnsinn. Ich meine, bei nur einem Spieler auf dem Feld ist das jetzt... Okay, trotzdem, nehme ich gerne mit, will ich gar nicht meckern. Befeuert von einem richtig dampfigen Lavabad und einem zünftigen Kampf begibt sich der Lavadämon auf die Suche nach weiteren Ice Creatures. Ich will doch sehr hoffen, dass das noch nicht alle Ice Creatures zum Verprügeln waren. In der Tat, das hoffen wir alle. Ja. So, erstmal will ich dann das quietsche Gummi-Engine. So, ich kann in ein Menü gehen. Ach, guck mal hier. Wir gucken jetzt erstmal. Du kannst doch bestimmt. Uppala. Wo bin ich denn hier gelandet? Lavadämon. Kann man da irgendwie. Nee, ich dachte, ich kann hier irgendwie... Ach, guck mal hier. Dem hauen wir auf die Schnauze. So, ich muss den quasi nehmen zum Kämpfen. Ich habe noch nichts. Die Schattenassel hat genau 14 kleine Füßchen. Du brauchst also noch eine zweite Abreibung, was? Du bist vielleicht mir gewachsen, aber kannst du es auch mit zweien von uns aufnehmen? Bruder dabei, oder was? Ach, kein Problem. Dann gibt es halt eine zweite, ich meine 2 Abreibungen. Das Bin ja nicht geizig. Ja. Ja. Weil die Schneewölfe nicht wissen, aber gleich zu spüren bekommen, ist die Tatsache, dass es außerordentlich schmerzvoll ist, wenn sie durch den Schlag des Lavadämonen gegeneinander geschubst werden. Aha. Das ist aber schön, dass ich das jetzt auch weiß, dass man Gegner gegeneinander schubsen Auf kann. welcher Seite bist du eigentlich, Erzähler? Man, die hören den Erzähler auch. So, also wir machen einfach, wir sind ja noch im Tutorial. Ah, ich verstehe. Jetzt wähle ich meine Faust. Ich haue den. Ah, guck, du siehst jetzt auch mit dem Pfeil, bam, der wird dann nach hinten geballert. Und der kriegt ja, Moment, der erste ist dann komplett platt und der zweite hat über die Hälfte. Der nächste bitte. Genau. Das ging ja wirklich fix. Okay, da werden sie jetzt ein bisschen hauen, beißen, keine Ahnung, was so ein Lava-Wolf macht. Aber du kriegst noch eine. Eiskalt erwischt. Genau. Es hätten jetzt ruhig noch ein paar Schneewölfe mehr sein können, die man aufeinander schubsen kann. Mann, ich mag die Lache von denen. So, muss man ja auch mal sagen. Perfekter Sieg. Okay, ich habe ein bisschen Energie verloren. Warum das dann ein perfekter Sieg war? Ich frage da einfach nicht nach. Kriege ich noch ein Level up? Ordentlich prügeln zahlt sich aus. Ordentlich prügeln zahlt sich aus. 10% mehr Schaden und eine neue Spezialfähigkeit, Kometenschlag und bester Spieler auf dem Feld. Na, wenn das nichts ist. Creatures bekommen eine neue passive Fähigkeit, wenn sie Level 8 und 16 Der Lavadämon hat eine neue Fähigkeit erhalten, die er sicher prompt ausprobieren möchte. Ja, doch. Das Doch. kann man aber laut Ja. sagen. Das kann man aber laut sagen. Okay, treibe die Angreifer zurück. Da ist noch einer. Komm her. Ja, ich nehme dich, Lavadämon. Jede Creature kann pro Runde nur einmal ihre Spezialfähigkeit Bevor der benutzen. Lavadämon seine neue Fähigkeit ausprobieren kann, benötigt er erstmal eine kostbare Ressource. Mana. Mana. Mana? Was ist denn das? Das ist doch komisches Brot. Ach, die blaue Kugel. Ach so. Einfach aufsammeln? Das ist leicht. Ja, das krieg ich hin. Mir schwant nichts Gutes. Tja, dann guck mal, wie ich dir gleich schwane, du Wolf. So, also ich wähle jetzt diese Fähigkeit aus, führe die Fähigkeit hier aus. Was ist denn das hier? Kriegt man irgendwo erklärt, was das für eine Fähigkeit ist? Fähigkeiten-Info. Ja, ich könnte einfach mal X drücken, ne? So, Kometenschlag. Springe auf ein leeres Feld und stoße alle angrenzenden Creatures weg. Stecke Felder in Brand. Mana-Kosten 1. Okay. So, okay, dann werden wir das... Ah, okay, wenn ich jetzt hier hüpfen würde, würde ich schon den einen wegstoßen, aber ich stoße in alle Richtungen die Fuzis weg, die Creatures. Dann machen wir das mal. Wir hüpfen. Auf die Pfoten treten. So, Rückzug. Rückzug. So, ich bin an der Reihe. Dann wähle ich mal den Mana-Dämon aus. Oh, es gibt hier eine Creature-Info. Die werden wir uns jetzt auch noch angucken. Hier, pass auf.
Lavadämon, ich bin gerade Level 3. Der Lavadämon ist ein mächtiger Hitzkopf. Mit seiner rechten Feuerfaust kann er seine Feinde zurückschleudern und schlägt wie ein Komet. Er liebt Lavabäder zur Entspannung. Ich habe noch 38 Energiepunkte. Ich kann, glaube ich, 3 Schritte jeweils vorwärts gehen und 15%. Ich glaube, das ist die Chance auf kritischen Schaden. Außerdem bin ich feuerresistent. Die Kreatur oder die Creature kann nicht in Brand gesteckt werden. Ist doch gut zu wissen. So, aber eigentlich wollte ich... oh, ich muss mich hierher bewegen. Ja, aber warum denn? Ach so. Ich will aber nicht. Ich wollte also eigentlich... Also, ja, komm, dann machen wir halt, was das Spiel sagt und den Zug beenden. Jetzt fällt er mir in den Rücken. Ach so. Ach so, da ist voll... Ach, guck mal. Ich liebe Mana. Mana. Ja, das hat auch nicht gebumst. Achso, weil ich das Feld, glaube ich, in Brand gesteckt habe, ist jeder Gegner, der drauf steht, kriegt er noch ein bisschen Brandschaden oder sowas. Weil jeder weiß, Brand macht leicht Appetit. Und noch ein perfekter Sieg. Gibt's noch ein Level-Up für mich? Nee, diesmal nicht. Schade eigentlich. Warum denn nicht? Ich will aber noch ein Level-Up haben. Wenn du nicht im Kampf bist, kannst du jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. Ich muss hier ein bisschen schneller lesen, glaube ich. So, guck mal hier. Also so kann es ruhig weitergehen. Der Eisgigant ist der perfekte Ansprechpartner für kühle Getränke. Lava-Hyäne. Auch hier, um ein paar Eiscreatures Feuer unterm Hintern zu machen? Wo? Ach, da oben! Da oben ist noch jemand! Mach Den doch. Spaß will ich dir doch nicht ganz alleine lassen. Mit unserer neuen Linienformation werdet ihr uns nicht mit einem Schlag erwischen können. Ja, aber wenn ich doch mit meinem Feuerfutzi-Monster da hingehe und dem eine reinzwiebel, dann tue ich den doch zurückstoßen. Stoße ich dann den zweiten zurück, der stoßt den dritten, der stoßt den vierten zurück oder so? Wird das funktionieren? Auch die Lava-Hyäne hat eine besondere Fähigkeit parat, die besonders wirksam ist. So, was ist das denn? Besonders wirksam gegen Linienformationen. Oha, das wird jetzt lustig für die Wölfe. War ja klar. So, dann wähle ich mal die Lava-Hyäne aus. Mach erstmal die Creature-Info. Lava-Hyäne, Level 3. Die Lava-Hyäne bewegt sich flink und kann nach einem schnellen Sprint eine Wand aus Feuer hinterlassen. Sie lässt sich keinen Spaß entgehen und hat immer einen blöden Spruch auf Lager. Ja, Wahnsinn. Das ist wie ich, außer dass ich mir fast jeden Spaß entgehen lasse. Aber einen blöden Spruch gibt's trotzdem. Kann 5 Felder weit gehen, das ist relativ weit. 33 Punkte, aha, flink. Creature kann sich durch eigene und gegnerische Creatures bewegen. Ach, schön. Ja, dann bewege dich hierher. Das ist eine gute Idee, oder? Dann wähle ich diese eine Fähigkeit aus. Nein, ich wähle diese eine Fähigkeit aus. Ich gucke mir sie nochmal an, was sie macht. Feuerwand. Sprint in gerader Linie durch Creatures und stecke Felder in Brand. Aha, zeig mal her. Zerwürfel. Und dann sind die Felder alle... Ah, das ist ja Wahnsinn. Dann würde ich mal sagen... Ach, guck mal, ich renne durch alle 4 durch, komme aufs 5. Feld hinten und sammle da gleich wieder einen Mana-Punkt auf. Äußerst praktisch. Auf die Schnauze! Aber sowas von. Kann ich dasselbe jetzt einfach nochmal nach hinten machen? Nee, weil jetzt der Gegner am Zug ist. Nee, Moment, der Gegner... Ach, ich bin noch am Zug. Ach so. Pass auf. Gleich kracht's. Gleich kracht's. Ich habe Folgendes vor. Wenn ich den jetzt da hingehe und zwiebel dem eine rein, dann erwische ich 2 Stück. Ne? Ich kann aber auch den Zug zurücknehmen. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Oder? Nee, kann ich nicht. So, ich kann auch den hier machen. Dahin hüpfen. Aber dann treffe ich meinen eigenen Mann. Aber dafür würde ich 2 treffen. Tut mir leid, kleine Hyäne. Aber das ist es wert. Weil so treffe ich nämlich 2. Und so dass zwei auch wirklich gleich weggebremst werden. Ah doch, das geht so auch, ohne dass ich die Lava-Hyäne treffe. Ja, dann machen wir natürlich das.
Kabums! Aber sowas von. Hey, das tut weh. Oh, jetzt wird sie in die Zange genommen. Das geht ja gar nicht. So, also, dann wähle ich mal die Lava-Hyäne aus. Ich wähle diese Fähigkeit. Also, guck mal gleich mal, was die macht, ja? Ein Sprint. Sprint in gerader Linie durch Creatures. Das ist doch quasi genau dasselbe, oder nicht? 1, 2, 3, 4 Felder. Geht nur 4 Felder weit. Achso, und es hinterlässt kein Feuergedönse. Ja, okay. Dann... Ah ja, guck mal, aber wenn ich hier hinspringe, also das da mache und dann ende ich da hinten wieder am Mana-Punkt. Sehr praktisch. Und es hat aber nicht viel abgezogen. Aber... Pass mal auf. Kann ich jetzt... Ja, ich kann jetzt mit meinem Männelein da hinspringen und die 2 Wölfe wegbänzen. Hüpf. Bams. Rückzug. Rückzug ist zu spät, Junge. Ich vergesse. Eine wichtige Information. Okay, ja, bitte. Ja? Alle Creatures teilen sich Mana. Aha. Es ist egal, wer Achso, ja, Mana das habe ich, einsammelt. das hab ich schon gemerkt. Das hab Mana ich schon kann gemerkt. von jeder Creature benutzt werden. Sehr schön. Das ist praktisch. Soll die Lava-Hyäne sich schön eine nachackern und das ganze Mana einsammeln? Ja, genau. Soll die Lava-Hyäne sich schön einen abrackern, richtig. Danach alles aufbrauchen und stärker zuhauen kann. So, hat er vergessen. Muss man... Das ist nicht fair. Du hast wohl noch nie was von Teilen macht Freude gehört, was? Nee, eigentlich nicht. Das ist genauso doof wie ich. Schön. Der gefällt mir. Perfekter Sieg, sehr gut. Ja, die Lava-Hyäne, man hat es ja gesehen, der normale Schlag von ihr, oder das durch die Linien drin, das macht nicht so viel Schaden. Ja, immerhin. Macht nicht so viel Schaden, dafür, sie kann halt 5 Felder weit gehen. Das ist halt schon ziemlich gut, um Mana einzusammeln. So, ich lese das hier jetzt nicht vor, weil das schaffe ich nicht. Ich muss so schnell lesen. Oder ist ein neuer Gegner? Was ist das hier? Entfernen, Info, rechter Trigger. Ah. Ja, das haben wir ja aber schon gesehen. Das ist schon in Ordnung. Ja, komm. Was ist denn hier mit Auswechseln? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ach, keine Ahnung. Kämpfen einfach. Du kannst deine Teamgröße auf 4 Das werden hier immer mehr Creatures erweitern. Lava-Creatures. Ich glaube, wir brauchen Verstärkung. So. Wird euch nichts nützen. Ja, holt bitte ein paar Freunde, sonst ist die Aue immer gleich so schnell vorbei. Ich könnte es nicht besser sagen. Okay, was ist denn das da hinten? Mana. Auf diesem Feld wird in der nächsten Runde Mana erscheinen. Sehr schön. Und hier ist schon. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes. Ich gehe mit ihm hier Mana holen. Ja? Und kann ich jetzt noch angreifen? Nee, schade. Aber ich kann mit ihm hier den Hüpfer hier machen und treffe somit 3 Stück. Oh, guck mal, der da links steht, der wird dann auch noch in das Steingedönse da, in das da reingeschleudert. Seht ihr das? Also da, ne? Sehe ich doch richtig, oder? Wir werden sehen. Oh, hopp. Genau auf die Ja. Schnauze. Ist reingeschleudert worden und deshalb genau auf die Schnauze gekriegt. So. Kann ich sonst noch irgendetwas machen? Ja. Ich kann noch verhindern. Ich komme genau bis hier hin, sehe ich das richtig? Ja, sehr gut. So treffe ich auch nicht meinen eigenen Charakter. Kommt auch selten in einem Spiel vor, dass es Friendly Fire gibt hier. Normalerweise bei so rundenbasierten Strategie-RPG-Gedönse, ich weiß nicht genau, wie der Ausdruck heißt, also was fällt mir ein? Wargroove und natürlich Advance Wars und so. Es ist äußerst selten, dass es Friendly Fire gibt. Ist schon interessant. Hatte ich so bisher auch noch nicht. Habe jetzt aber auch noch nicht so viel gespielt. So, also, kann ich noch was machen hier? Kann ich hauen. Wen soll ich hauen? Ich würde... Also Mana habe ich keins mehr. Ich muss also den da nehmen. Wenn ich den hier nehme, der ist dann platt. Weißt du, wenn ich den jetzt halt hau, ja, der kriegt dann ein bisschen Energie abgezogen. Alles gut und recht. Aber dann werde ich trotzdem von 2 Wölfen angegriffen. Wenn ich aber den hier platt mache, dann werde ich nur von einem angegriffen. Also nehme ich natürlich den. Bams. Genau, gute Laune.
So. Nee, der Zug ist noch nicht zu Ende. Warum nicht? Wo ist eigentlich meine Lava-Hyäne? Ach, da. Ach so! Sorry, ich dachte, das wär mein Gegner. Ich dachte, das ist der Eiswolf. Nee, ist ja klar. Dann geh du dahin, sammel mal fleißig Mana-Punkte. Danke. Passt. Zug beenden. Ist in Ordnung, danke. So, jetzt kommen da komische Eisratten. Kalte Überraschung. Zangenangriff. Zangenangriff. Hast du eine Zange dabei oder was? Wir zittern schon Ja. vor Angst. Wenn wir euch erst einmal zu Eisblöcken eingefroren haben, wird euch das Zittern schon noch vergehen. Junge, du Vorher hörst erst dich, richtig anfangen. du hörst dich eher so an, als würdest du gerade zittern vor Kälte. Toll, neue Freunde Ja. zum Hauen. Neue Freunde zum Hauen. Ich guck mal gerade, wie mache ich denn das am besten? Also mit der Hyäne komme ich gerade nirgends hin, außer hier hin und dann kann ich rüber wemsen, weißt du? Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee. Oder ich habe einen Punkt, ja. Kann ich mit ihm? Nee, auch nicht. Das ist, ich kann. Das ist ein bisschen doof. Jetzt pass auf. Kann ich hier irgendwie sehen? Ah, der Bereich von den Gegnern. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Moment, den noch gucken. Ja, wenn ich mich hier oder hier hinstelle, dann können mir die Gegner nichts tun, weil sie mich nicht treffen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das werde ich jetzt auch tun. Etwas in der Art. So, also hier, hinter ihn. Moment. Ich mach mal geschickt. So, ich werde mich hier hinstellen. Mit dem da, ne? So, pass auf. Ja, ich kann sie im Moment eh nicht angreifen so direkt. Ich habe Folgendes vor. Ich werde mich in Stellung bringen. Verstehst du? So. Na, mal gucken. So. Oh, Das erst ey! einmal zu einem Eisblock eingefroren worden, dann können sie sich entweder bewegen oder angreifen. Aber nicht beides. Mein schöner Plan! Die können... Das ist ja gemein. Moment. Kann ich mir irgendwie die Gegner angucken? Creature-Info. Eisratte. Die wendige Eisratte verschießt gefährliche Eisspitzen, nachdem ihre nichtsahnenden Gegner von ihrem Eisklon, den sie aus Eis erschaffen kann, abgelenkt worden sind. Sie liebt Käse. Kalten Käse wahrscheinlich. Flink. Creature kann sich durch eigene und gegnerische Creatures bewegen, also wie die Hyäne. Schieße einen Eissplitter geradeaus oder der ein Creature vereist. Wie weit geht das? Sag ich mal kurz her. Ja, so 1, 2 Felder. Ja, mein schöner Plan. Mein schöner Plan ist jetzt dahin. Ja, jetzt kann ich ja quasi nichts mehr machen. Doch. Nein, ich kann mich entweder bewegen. Okay, dann ich bewege mich hier hin. Nehm das. Mit dir tue ich dich zumindest zurückdrängen. Mal gucken, ob es irgendwie was bringt. Nee, ich tue ihn zumindest zurückdrängen. So. Wenn nicht schon nichts. Also mein schöner Plan, weißt du? Ich hätte nicht gedacht, dass die über längere Strecken angreifen können. Dass die quasi, ja, wie man hier sieht, Fernkampfangriffe haben. Was soll denn das? Ich finde das gerade nicht witzig hier. So, aber du kannst was machen. Und zwar kannst du nämlich angreifen. Okay, so treffe ich dann meinen Fuzzi selbst. Das will ich nicht. Das werde ich aber gleich machen. Pass auf. Pass auf. Ich wähle mit ihm einen Angriff. Und zwar hierhin. So, dann ist eine Ratte weg. Dann ist eine Ratte weg und ich bin aus der Bahn von der Lava-Hyäne oder wie sie heißt. Bin da noch nicht so... So. Ach so. Ja, das ist natürlich doof. Habe ich nicht bedacht. So. Dass ich ja jetzt gar nicht darüber komme. Das war ein bisschen doof von mir. Der Plan, hey, ihr seht schon, meine Pläne gehen nicht wirklich auf. Der Plan war, dass ich jetzt den Superangriff mache, der einmal komplett rüber geht und dann am Mana geendet hätte. Ja, aber dann habe ich ja jetzt hier schon verbraucht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Gut. Ich kann jetzt hier auch nicht viel machen. Ich setze mich mal hier hin.
Ich mache hier einen Angriff. So. Hat gereicht. Nicht schön. No, ich würde es nicht großartigen Sieg, ich würde es so okayigen Sieg nennen, ja? Immerhin. So. Du kannst einen angefangenen Kampf beliebig oft neu starten. Eiskalten Überraschungsangriffen zum Trotz gehen die Lava-Creatures als Sieger hervor. Die Eis-Creatures werden auch immer eisiger. Ja. Haben mir einfach so die kalte Schulter gezeigt. Eingefroren zu werden ist überhaupt nicht cool. Naja. So, was bist denn du? Keine Ahnung, aber ich bekämpfe dich. Ja. Keiner weiß genau, was Ganador mit seinem ganzen Gold so anstellt. Seid gegrüßt, Lava Creatures. Aha. Es ist mir eine Ehre, euer neuer Kontrahent zu sein. Dankeschön. Es ist mir ebenfalls eine Ehre, dir ordentlich die Mütze zu polieren. Du kommst pünktlich zum Federrupfen, Flattermann. Der war gut. Wie ungehobelt, unelegant. Oh, wie unelegant. Ihr habt exakt 5 Sekunden Zeit, euch zu entfernen, bevor meine präzise kalkulierten Eisgeschosse euch Manieren beibringen. Das werden wir ja sehen. Es wäre äußerst ratsam, nicht in der Schussbahn des Eisgreifens stehen zu bleiben. Okay, danke. So, der Gegner, was? Der Gegner fängt an? Was? Wieso nicht ich? Oha, ich sehe, ja, guck. Hier. Guck mal. Ich mach mal ein Creature-Info, was das ist. Eisgreif. Hochintelligent, würdevoll, eingebildet. Der Eisgreif bevorzugt es, seinen geistig benachteiligten Gegnern aus sicherer Distanz mit Eisgeschossen zu zeigen, dass die Eisfeder mächtiger als jedes Schwert ist. Hier ist es nicht. Und er kann Eiskristall schießen. Erster Zug, suche eine Creature in Reichweite als Ziel. Zweiter Zug, schieße einen Eiskristall geradeaus, der Creatures vereist. Ich glaube, das hat er gerade vor, oder? Kann das sein? Haben wir eigentlich schon den Wolf angeguckt? Schneewolf. Wie ein rasender Schneesturm kann der Schneewolf durch mehrere Gegner hindurchfegen und sie vereisen, um danach fast unsichtbar aus dem Hinterhalt anzugreifen. Flink ist er. Frostbiss beißt mit eisigen Zähnen eine Creature. So, na jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Ist der Hals dicker wie der Kopf? Hast du den Kopf? Hat er wieder was gelernt, liebe pelzige Kinder? Also, Bin ich dran? ja. Pass auf, ich will auf jeden Fall aus dem Weg gehen, so viel ist klar. Ich muss mal gucken. So. Wie weit geht er? Also ich kann mich hier... So, okay, alles klar. Ich werde jetzt mit ihm dahin gehen. Ne? Ich kann noch nichts machen, ich habe noch keinen Mana und nichts. Und mit der Hyäne... Warte. Das ist jetzt halt ein bisschen doof, weil die Ratte kann einfach eins nach rechts gehen. Oder so, und dann eins nach oben und kann dann auf mich schießen, während ich da oben stehe. Aber muss ich machen. Tut mir leid, liebe Hyäne. Aber so ist es halt. Nee, ich kann hier nichts machen. Pass auf. Aber ich kann... Oh, doch, natürlich kann ich was machen. Guck, ich kann mich darüber beamen. Flop. War ein Angriff, den ich aber nutze als Fortbewegung. So, Zug beenden. Gegner an der Reihe. Ha, daneben. So, siehste, Ratte kann... Oh, der hat Gegner geholt. Der hat noch Freunde geholt. Das finde ich nicht... Aber die stehen alle jetzt in einer Reihe. Die stehen jetzt alle in einer Reihe. Guck dir das an. Na sowas, was macht man denn da? Da fällt mir doch glatt etwas ein. Guck dir das an. Miau. Jawohl, ja, das hat's. Und noch gleich Mana geholt. So, dann könnte ich ja jetzt da reinspringen mit ihm. Guck, so ungefähr. Ah, das geht nicht. Okay, pass auf. Aber ich kann da hingehen. Und jetzt reinspringen. Ja, siehste? Der Wolf wird ein Feld nach rechts geschleudert, die Ratte ein Feld nach links und an den Stein dran, was nochmal extra Schaden macht. Na super, machen wir. Oh, hopp. So, ein Gegner schon mal weniger. Sehr gut.
So, ein Wolf hat's auch dahin gerafft, weil er im Feuer gestanden hat. Die Ratte ist auch schon platt. Oha, der Eisadler da, der will mich hauen. Dann würde ich mal sagen, du stellst dich hier hin, haust dem eine rein, oder? Oder warte mal, oder kann ich mit dir... Ah. Ich glaube nämlich, dass er mehr HP hat als der da. Schade, dass man das nicht direkt sieht. Na, nicht du. Ich habe eigentlich ihn hier gemeint. Moment. Der hat noch 11 HP, weißt du? Und der da hat noch, zeig ich mal, guck, 4. Ich gehe jetzt hin, nehme die Hyäne, gehe mit ihr hier hin, mach hier den Angriff. So. Und der Eiswolf ist Geschichte. Und mit ihm hier guck ich mal. Bin ich mit ihm jetzt schon gelaufen? Ah, das ist natürlich schlecht. Okay, dann mache ich mit ihm hier einen Stampfer direkt neben den komischen Greifen. Und der hat jetzt zum letzten Mal zugegriffen, der Greif. Versteht er? In die Hose gehen können, wären wir eine Sekunde länger da geblieben. Ja, ja, ich habe gar keine Hose an. Wo soll denn das hingehen? Creatures, die ihre Attacken ankündigen, können verheerenden Schaden anrichten. An Freund und Feind. Oh, das stimmt. Könnte man vielleicht in diese Schussrichtung, wenn er sein Super-Eis-Gedönse macht, könnte man da Gegner reinlocken, also seine eigenen Kameraden reinlocken und er trifft die dann? Welche Hose? Ja, genau, welche Hose? Der Hyäne und ich. Brüder im Geiste, komm her. Fistbump. So. Perfekter Sieg. Diesmal aber wirklich, das war ein schöner Kampf, finde ich. So. Creatures, die nicht am Kampf teilnehmen, bekommen weniger Erfahrung. Aha. So, guck mal hier, da ist noch einer. Dann machen wir den auch noch gleich platt. Kämpfen. So. Lavadrache! Kommst du angeflogen, um auch gegen die Ice Oh, Creatures zu da kämpfen? oben, ja, jetzt sehe ich ihn erst. Da ist ein Lavadrache, cool. Was machen diese Ice Creatures in meiner Lava-Welt? Keine Ahnung. Chillen. Naja, die haben sich ein bisschen beschwert und wollten halt ein paar Prügel kassieren. Ach so, ja, das stimmt. Oh, jetzt auch noch der Lavadrache. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Plan. Nö. Ice Creatures, gebt euch bitte etwas Mühe, bevor ihr davonlauft. Der Lavadrache wird für seine Fähigkeit, über große Distanzen zu fliegen und danach gleißendes Feuer zu speien, gefürchtet. Moment, der kann große Distanzen fliegen und danach gleißendes Feuer speien? Ja, okay. Hyäne kann große Distanzen laufen und danach hauen. Naja, okay. Macht ihnen doch bitte nicht jetzt schon zu viel Angst. Ja, lassen Sie erstmal ein bisschen mit ihnen spielen. So, also, dann wählen wir mal den da aus und gucken uns erstmal an, ne? Der Lavadrache. Der stolze Herrscher der Lawawelt. Seine großen, starken Flügel lassen ihn pfeilschnell jede Distanz überbrücken, um seinen Feinden danach mit seinem brandgefährlichen Feueratem einzuheizen. 44 Energiepunkte. Er kann nur 2 Felder laufen oder gehen. Und er hat Raserei. Erhalte eine 100%ige kritische Trefferchance, wenn die Lebenspunkte dieser Creature unter 50% fallen. Aha. So, also ich bewege mich hierher zum Mana. Mana. Dann wähle ich meine Superfähigkeit aus. Oha. Ich sehe schon. Ja, ich kann nur 2 Felder laufen. Oha, guck mal. Aber ich kann sehr weit fliegen. Und der tut Gegner rundrum wegbämsen. Und wie man sieht, die Wölfe, die werden dann auch nochmal gleich an die Felsen gehauen. Sehr gut, dann machen wir das mal. Hüpf. Tut bestimmt weh, hä? So. Ach, und jetzt kann ich nochmal meine Fähigkeit wählen. Oh, das ist ja praktisch, okay. Ah, das macht so ein Streifen Feuer. Praktisch. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Okay. Weiter geht's.
Hyäne, mein Gutes, geh mal bitte hier hin. Und du Kann ich auch. gehst hier hin und gehst und kommst dann da auf. Guck. Und dann macht man nämlich gleich 2 Eiswölfe weg. So, sehr schön. Hat gut funktioniert. Jetzt sind wir leider nicht mehr im Zug. Warte mal, eine Hyäne habe ich noch, stimmt. Ich kann mit ihr noch eine Attacke machen, um da runterzukommen. Treffe ich dann ihn hier? Ich glaube nicht. Will ich hier unten hin? Eigentlich nicht. Ich würde gerne hier hingehen. Da könnte ich nämlich so. Nee, weißt du was? Ich bleib hier stehen. Ich beende den Zug. So, Gegner ist an der Reihe. Ich stehe natürlich auf einem brennenden Feld. Krieg noch ein bisschen Energie abgezogen. Aha. So. Jetzt darf ich frei wählen, ja? Ich kann hier hingehen. Und dann... Aha. Beide treffen. So, guck mal. Oh, das war ein kritischer Schaden. Da gesehen an der gelben Dingens, da konnte man das erkennen. So. Er hier nimmt mich gerade ins Visier, sehe ich gerade. Das haben wir schon gesehen, aber ich will mir ja noch, warte mal. Ah, ich dachte, du kannst dir auch seine, achso, ja, seine Attacke, eine Fähigkeit hier. Feuer, Atem, spucke Feuer und strecke Felder in Brand. Aber nur jeweils ein Feld im Umkreis muss Platz sein. So, es würde hier funktionieren. Ja, dann machen wir das. Dann ist der nämlich platt. So, dann kann er nämlich seine Eissplitter hinschießen, wo er will. Nirgends hin, weil er nämlich nicht mehr lebt. Lebt ja schon noch, er ist nur ohnmächtig, ne? Mit ihm hier laufen wir zu dem und geben ihm eins auf die Rübe. Zack. Unterwältigend. Das war unterwältigend. Nö, ich fand, war ein angenehmer kleiner Kampf. Kann man Lass uns beim nächsten Mal auch was übrig. Ja, lass uns mal auch mal was übrig. Genau. Teilen macht Freude. Naja, also ja, doch. Teil macht Freude und ein perfekter Sieg macht doch viel mehr Freude. Jetzt kann ich noch fester zuhauen. Sehr schön. Ich kann noch fester zuhauen. Gibt's hier auch ein Level-Up für irgendwen? Nee, leider nicht. Mal wieder hier, der Lavadämon ist mal wieder der beste Spieler auf dem Feld. Gepanzerte Creatures nehmen nur 10% Schaden. Unaufhaltsam bewegen sich unsere Lava-Creatures vorwärts. Mit ihrem Anführer, dem mächtigen Lavadrachen, suchen sie neue Herausforderungen. Dabei war das noch gar nicht meine volle Power. Okay, wir suchen neue Herausforderungen. Wo finden wir die denn? Ja, bei ihm hier. Huch. Level 25? Kann ich irgendwie vorbeigehen an dir? Mach mal Platz. Level 25. Der ist ein bisschen zu stark für uns. Ich glaube, der ist ein bisschen zu stark für uns. Oh weh, da brauche ich erst ein bisschen Mut. Ich glaube, ich schlafe mal besser eine Nacht drüber. Morgen geht's weiter. Danke. Tschüss.